Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, da haben wir ein bisschen Chaos auf dem Tisch. Ich hab gedacht, ich teste es mit dem Modell mal vorher. Da haben wir so ein Papierklebebändle, damit man Drehrichtung sieht. Und dann haben wir da einen ganzen Haufen Batterien. Der Schraubenzieher bleibt mal da. Und ich gehe jetzt sagen, die kleben wir mal zusammen. Also die machen wir ganz professionell, weil ich kein gescheites Labornetzteil habe. Das der ich heute glaube nicht empfehlen, das so nachzubauen. Also das ist jetzt halt vom Aufbau, dass ich die nicht zusammenhalten muss. Da wenn wir da ausreichend Spannung und Strom haben. Deswegen. Also das kommt später so nicht in den Blaster rein. Das ist jetzt einfach mal, dass wir das halt gemacht haben. Aber ich stelle gerade fest, das hätte ich vielleicht auch im Schnelldurchlauf machen können, aber sind wir schon fast fertig. Müsst ihr halt ein bisschen Krach ertragen. Oder ich hoffe, dass ihr es ertragt. Ja, schade, wenn ihr weg ist. So ein bisschen Kruststoff vergangen hättet. So. Seht ihr, wie professionell ingenieursmäßig das gemacht wird. Gibt doch nichts Besseres wie ein Professorium. Das ist dann Batteriemagazin oder so. Das ist jetzt einfach mal nur das zu demonstrieren. Ich sage danach, lädt man das gescheit nach. Dann überlegen wir uns, in welchen Blaster man das einbaut. Hab da auch Schreibler dafür gefunden. Das heißt, da machen wir mal Kabel nach und dann das Modell. Okay. Das kann ich jetzt sein, dass das da haben wir schon nicht gescheit gehabt. Das hätte ich nicht knicken sollen. Okay. So, das ist rot. Muss auf Plus. Weiß auf Minus. Vielleicht seht ihr es, aber die müssen beide so rumdrehen, dass das Pfeile da geht es rein, da wird es ausgeschossen dann. Da kommen nachher da die Schwungräder drauf. Hast du da die Schwungräder drauf? Dann geht das so rum. So, da hätte ich sagen, da müssen wir, das dahinter ist die rote Seite, das ist da vorne die schwarze Seite. Jetzt mache ich aber zur Verwirrung und aus optischen Gründen da bloß ein Schwarzkabel hin. Das heißt, wir müssen uns das jetzt einfach merken. Hinter rot, vorne schwarz. Oder ja, in dem Fall weiß. Aber hinter halt der Plus. So, dann werde ich sagen, ich schraube das mal. Ich löte das mal. Dann machen wir die Schwungräder drauf und gucken, ob es auch geht. Bis gleich.
So, Dele, jetzt darf ich sagen, ist fertig. Gut, Lötkolben ausmachen. Dann haben wir da. Jetzt hätte ich mir nur merken sollen, was ist. Scheiße. Ja. Das Weiß. Das Rot, oder? Er könnte ja eine Kommentare schreien, wenn ich es falsch mache. Das hilft mir nur jetzt auch noch nichts. Das hat er noch nicht hochgeladen, das Video. Das. Ich sage mal. Ich hoffe, das Kabel ist zu schwach. So, müssen wir noch mal über die Pfeile gucken. Den mal dann nein. Mal gucken, zu welcher Seite er rauskommt. Ist das? Warte mal. Können wir mal gucken, das müsste jetzt so. Boah. Ui. Gott, der überhaupt durch. Ich glaube, wir haben da Kombination geschaffen, die so nicht Gott. Das heißt, das müsst erst hochdrehen. Das müsste ich testen, ob das Gott. Guck mal, wie das zusammengequetscht wird. Das müsste 42,5 Käfig. Jetzt die Frage. Bauen wir das einfach mal ein und testen es. Ich hätte da zwei Optionen. Ja, zum einen hätten wir noch die Streifen vom letzten Mal. Da haben wir schon ein bisschen Kraft drin. Zum anderen hätte man langfristig noch also durchsichtiges Ding. So Evader. Ich glaube, die haben denselben Käfig, so wie das aussieht. So, dann müsste es da auch nicht gehen. Aber dafür müsste ich halt da erst einmal. Und dafür haben wir das mit dem Relais aufgebaut. Jetzt wird es euch vielleicht auch klar. Aber dafür müsste ich halt erst einmal das Relais einbauen, die Leistung ein bisschen erhöhen. Also jetzt sage, wenn man es testet, dann zuerst an das Drive. Weil das ist der geringere Aufwand. Das ist jetzt die Frage. Machen wir das jetzt heute? Bin ich heute so neugierig? Ah komm.
Jetzt sage, das Baum. Das mache ich kurz im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, ich denke, wir können das jetzt einfach mal testen. Weil jetzt kann ich da gleichzeitig das Ding drücken. Also Pfeile reinschieben. Und ich habe noch, beim letzten Mal habe ich vergessen, noch ein paar Dinge weiter zu fetten. Das habe ich noch erledigt. Jetzt lasse ich es nochmal ganz gemütlicher. Aber unter kann ich tupfeln, oder? Das ist schon, das macht einen riesen Unterschied. Jetzt muss ich oder riesen Sauerei. Das ist halt, ja. Ja, und dort muss man sterben. Ach da Gott. Da noch ein bisschen was noch. Ja, viel hilft viel. So, oder lang. Jetzt läuft es ganz geschmeidig. Jetzt würde ich sagen, ja, das Deckel geht gleich mal aus. Packen wir die Batterie wieder rein. Die Akkus. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert oder Rauchzeichen von sich gibt. Das sehen wir dann gleich. Und ob das nicht doch ein bisschen jetzt eng ist, das finden wir auch raus. So, da. Ha. Das tut gar nichts. Das heißt, dann haben die, die Batterie wohl ist wenig Leistung für das, so wie ich das einschätze. Da habe ich das Trigger jetzt falsch eingebaut. Das kann natürlich auch sein. Das ist jetzt nicht das. Ach, das kann sein, dass ich das. Ah, jetzt hat war ein mechanischer Fehler. Ja gut. Oder halt, weil ich nachträglich noch den Schmutz rein gemacht habe.
das da nicht gescheit eingebaut habe. Mal da schon offen haben. Da noch ein bisschen Schmutz rein. Dann flutscht es besser. So. Jetzt gucken wir. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Hui. Uiuiui. Ey, ich glaube, das bleibt drin. Das Pfeile, das ist jetzt in Nirvana. Ich glaube, ich baue das wieder zusammen. Guck mal nach der alten Messwerte. Und dann gucken wir, was das Ding jetzt Leistung hat, weil das ist ja. Da können wir vielleicht noch den einen Dummy, den wir da jetzt drin haben, den können wir doch auch noch durch eine Batterie ersetzen. Ich glaube, da raucht uns wirklich die Schalter leer, aber das ist mir dann wert, das rauszufinden. Uiuiui. Ihr hört, das macht Spaß. Viel Leistung. Habt ihr gesehen, wie es das Pfeil hinausgeschossen hat? Also das war ja schon der Hammer. Also das ist, ich glaube, das bleibt drin. Die kaufen für die, weil ja, da kaufen wir nochmal welche. Das brauche ich nicht nochmal aus. Okay, also bevor ich mich da jetzt zu sehr freue, bauen wir es wieder zusammen, testet es. Und dann seht ihr die Messergebnisse. Bis gleich. So, oder? Jetzt 27,5 war das letzte, habe ich geschaut. Und anfangs, das habe ich im letzten Video falsch gesagt, anfangs haben wir 19,4 glaube gehabt. Und 19, irgendwas. Und der Wechsel auf die andere Batterie, der hat uns auf 27 hochgebracht. Also, jetzt gucken wir mal. Uiuiui. Und da hätte wahrscheinlich noch was gegangen. Huiuiui. Das ist jetzt. Traust mich gar nicht, das weiter hochdrehen zu lassen. Huiuiui. Gut, das kaut halt ordentlich eine Pfeile rum. Also Mittelwert haben wir 44,4. Das ist jetzt. Ui. Okay, also das lohnt sich. Das macht halt Haufen Krach. Und ich glaube, das könnte man noch ein bisschen weiter hochdrehen lassen. Also der ist vielleicht noch, also so vom Gefühl her, da hätte wahrscheinlich noch was gegangen, aber so viel Krach will ich dann doch nicht machen. Aber 44,4, das ist schon eine Steigerung. Also zu den 27,5 von vorher. Ja, aber guckt euch die Pfeile an, das ist halt schon, ja, das nagt schon ordentlich an den Pfeile. Also das reißt die richtig mit. Ich glaube, da könnt ihr, seht vielleicht, also ich sehe hier den ganzen Abrieb. Und ich sehe hinter an der Wand. Macht das rote Flecke. Jetzt das muss ich wegputzen. Oder dann ein bisschen übermalen. Ja, ihr seid, ich bin begeistert. Also das ist der Hammer. Ich meine, da muss man sich wahrscheinlich einen Haufen neue Darts kaufen, aber das. Ja, ich glaube, das ist wert.
Also 44 und jetzt muss ich doch mal gucken. Mit der Taste. Was das... 145. Das ist jetzt... Also ich glaube standardmäßig hat das Ding knapp bei 70. Das ist jetzt übers Doppelte. Gut, mein standardmäßig haben wir es gemessen. Da waren wir bei 19,4 Meter durch Sekunde. Jetzt haben wir 44,4. Ja, das Doppelte. Mehr als Doppelte. Also von daher. Und ja, das Schalterle geht noch. Ich weiß zwar nicht wie lange, aber es geht noch. Also von daher. Und wenn dann. Ich habe noch Schalterle da, ich bin aus Faulste Austausch. Ich will wissen, wie viel das aushält. Ach, das ist ja. Das ist ja eine andere Hausnummer einfach. So macht das Spaß. Ja, weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll, außer dass ich doch Abonnieren da das halt das auf jeden Fall und das Klingele triggern und Daumen nach oben, Kommentare jetzt, alles Mögliche, was halt so hilft. Will ja noch mehr basteln und will euch mehr zeigen. Von daher unterstützt das Kanäle hier ein bisschen und habt Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur. So, ich bin's nochmal, ich habe nochmal kurz einen Nachtrag. Also, habe jetzt ein bisschen damit rumgespielt, deswegen ist ja auch der Schnitt wahrscheinlich recht wild. Ich habe keine Ahnung. Und ja, festgestellt, irgendwann plötzlich ging es nicht mehr. Und jetzt ist nicht das Schalterle, was das limitiert, sondern da vorne, das Federle. Das ist warm geworden, zusammengesunken. Und plötzlich hat es halt keinen Kontakt mehr gehabt. Hat ein bisschen, also das hier ist das Limitierende. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich auf ein Ding, auf einen Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akku gegangen müssen. Weil, ja, die Zellen da drin, die haben mehr Leistung, wie das da aushält. Und das Ganze bezieht dann auch mehr Leistung, wie das aushält. Ich habe geschaut, mit normale Batterie der jetzt gegangen, aber dem traue ich dann jetzt schon nicht mehr ganz so. Und dann ist halt die Leistung auch nicht so. Also, ja. Also da müssen wir uns irgendwas überlegen. Aber das ist jetzt schon gewaltig. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Also das macht hier schon richtig Spaß. Das schießt halt schon gewaltig. Also das geht auch weit. Aber ja, da gucken wir, was wir da so machen können. Wie wir das Problem in den Griff kriegen, damit wir das volle Potenzial nutzen können. Und ich glaube, für die Vader, ich weiß nicht, ob das. Da hängt ja noch ein Haufen Kunststoffzeugs rum. Das sieht dann auch scheiße aus. Da muss ich mir vielleicht andere Schwungräder kaufen. Das fängt man noch raus. Aber auf jeden Fall dann euch viel Spaß beim Basteln. Jetzt reicht's hoffentlich für heute. Euer Blaster-Ingenieur.